Tja, Freunde, die Jagd nach dem Lord des Windreiches geht weiter zurück bei Tales of Arise. In der letzten Folge haben wir mal die ersten, was heißt die ersten, mal die bisherigen DLCs mal ein bisschen genau angeguckt, die wir bis jetzt bekommen haben. Und ja, sieht schon mal sehr beeindruckend aus, kann man soweit schon mal sagen. Ich würde mal sagen, in der Folge werden wir uns, abgesehen von den Kostümen, die wir letzte Folge angeguckt haben, auch noch ein bisschen um die FP kümmern. Und natürlich auch noch um die Items, die es gab. Wie zum Beispiel roten Salbei und so. Jo. Do you think this is one of the places where the Dark Wings and Almadria fought? I wouldn't be so sure. This place appears more ravaged by time than combat. Even if there are signs of destruction, it would likely have taken place during the Great Conquest of 300 years prior. And ever since, it's been a breeding ground for Zeugles, I guess. Was eigentlich schade ist. Astralerz. Was ich ein bisschen schade finde, dass man irgendwie nicht so das Erz auch verarbeiten kann. Zum Beispiel jetzt die ganzen Astralerze, die wir haben, halt verarbeiten zu Astralkristallen und so. Also die Dinge, die wir halt brauchen für die Waffen. Noch irgendwie noch geil. So, was haben wir noch Schönes? Orangengelee. Oh, nehme ich gerne. Sehr, sehr gerne. Und hier erstmal runter. Kein Problem, Elfen spürt eh keinen Schmerz. Schuppenkristalle. So. Machen wir da jetzt auch. Okay. Gucken wir mal hier. Hallöchen, aber geht. Okay. Rising Phoenix! Resonate with the earth. Flying freaks! Why can't they just sit still? Sia, can you take care of them? I'm ready. No sooner said than done. Time to start. Lunar Rondo! Ich darf keine Chance haben, ganz ehrlich. Do it. Mark, I'll stop your movement. And I'll stop your life. Keine Chance haben die Freunde. Sonniger Sturmschnabel, interessiert mich aber nicht. So, mal gucken, was haben wir noch Schönes? Aha. Was? Ja, ist klar, Elfen. Hallo Kumpel, ich müsste hoch. Du mich gerade verarschen, oder? Ernsthaft eine Alpha-Wand? Och, Spiel. Muss ich oben rein? Warte mal. Nee, oder? Es sieht zwar da so aus, als käme ich da irgendwie auch hoch, aber kann man ein bisschen nicht vorstellen. Ein bisschen rennen können es vielleicht was werden, ne? So. Alter, was? So eine Scheiße. So, warte mal. Ach komm schon, du musst doch gehen. Nein. Helfen. Nicht immer so stürmisch, Kumpel. So. Nee, das klappt irgendwie nicht. Da ist, glaube ich, eine Alpha-Wand dazwischen. Schade. Schade, schade. So, was ist denn hier unten noch so los? Und noch ein paar Zeugles. Irgendwelche Items hier oder so? That's far enough. Ready with the earth. Eat dirt! This one's mine. Sealed. You're finished! Not in your dreams. Make it break. Mirage! Shion, go for it. Prepare to crumble. I'll heal you all. Not a chance! I'm ready. You got flyers! I've got this. Let a marksman handle it. It's over! All yours! Mega round. Johalim. All yours, Kisara! Oh, ich glaube, der Move ist auch neu, wa? Hatten wir den schon mal? Ich glaube, jetzt haben wir langsam alle Kombis durch.
Obwohl, nee, Quatsch. Vor allem die mit Dualim fehlen natürlich noch. Also Dualim mit Rinwell und so. Da werden noch ein paar fehlen. Denke ich jetzt mal so. Small, but a victory nonetheless. We have a long way yet to go. Hätten wir das jetzt so weit auch gemacht, aber da ist nichts. Ja, obwohl es eigentlich so aussieht, aber nee, ist Alpha-Wand. Alpha-Wand, Alpha-Wand, ich hasse dich, oh Alpha-Wand. Ja, Open Source Spiel ist definitiv nicht. Das müssen wir hier mal ganz kurz anmerken. So, warte mal. Warum habe ich's? Oder habe ich es nicht? Warte mal, Pfirsichgelee. Nee, aber nicht, da ist eine Truhe noch. Hä? Habe ich hier fucking eine Truhe übersehen? Da hinten ist eine. Oder? Da ganz schräg hinten, das wird mit dem auf der Karte passen, sag mal. Das wird irgendwie schräg rüber? Ne, wäre auch schräg gewesen. Da steht hier schräge Sache. Hä, okay, jetzt geht's doch. Creepy, okay. Aber gut versteckt hier, goldenes Gelee. Warte mal, das war jetzt so schnell weg. Königlich aussehendes medizinisches Gelee, das 100% Haar wiederherstellt. Okay, dann sparen wir uns den Endboss auf. 10 Minuten später, oh, goldenes Gelee, ich brauch dich. Das wäre ein bisschen boring. Okay, ich muss mal einmal rechts rüber, damit wir schon mal dort was haben. Vielleicht gibt es irgendwie auch, abgesehen vom Angelplatz, irgendwie auch noch einen Checkpoint. Ja, mal, wir warten ein bisschen aus. Hallo! I need help! Consider yourself finished. My turn. Raging Lunar Storm. Try harder. A charge like that could easily be fatal. Just as well, I'm here to stop. I never miss. This one's mine. Ups, da hat's nichts gebracht. Schade, schade. Here's a healing arm. First aid. Toll. Aua! You're finished. I'm ready. Don't suffer in far enough. Reload. Radiant. Take it. Make it rain. All yours, Kisara. Ouchie! Let's keep our eyes on the prize. Prize and Prize. Ja, Gio nicht ganz unrecht. Also hier können wir noch angeln. Sehr gut, merken wir uns für später, wenn ich halt irgendwie mal Bedarf nach Fischen hätte. Aber einfach gibt es irgendwie noch was, geile andere Dinge zu holen und so. Durchs Angeln kann durchaus sein. Aber ich möchte jetzt erstmal mit der Story weitermachen. Das heißt, Elmidrea verfolgen, oder wie man sie ausspricht. Den Lord des Windreichs. Okay, ist ein bisschen sehr ruhig alles. Nö, aktuell nicht, aber Schnellreisepunkt, den sehe ich gerne. Also irgendwas Neues, nur so zum Gucken, könnte ja sein. Nö. Kupferstück, kann man verkaufen, jo. Nach irgendwas, Objekte kaufen, verkaufen. Klar kann man hier auch mit den Gelees und so noch hantieren. Vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Kohle haben wir momentan ja genug. Zitronengelee warten wir momentan noch ein bisschen. Hä? Was früher irgendwie 3000 oder so? Ah, warte mal. Moment. Ich habe eine Vermutung, Freunde. Die werden wir gleich nachgeben. Muss ich erstmal ganz kurz gucken. Zack, zack, zack. Okay, das ist die stärkste für sie.
Amethyst-Umhang bei ihm noch. So. Schon geht die Kohle ein bisschen runter, aber ist ja kein Problem, weil die Dinger können wir ja problemlos verkaufen. Die werden wir, glaube ich, auch nie mehr brauchen, um irgendwie was abzugraden und so. Das ist bei den Waffen ein bisschen anders, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Was verkaufen. Moment, stellen, ganz kurz gucken. Irgendwie Schmieden oder so können wir eigentlich nicht. Wir können solche Dinge craften. Oh ja, das Astralerz und so. Okay, gut. Und was ist das? Was? Really just spend that much money? Jojo, passt schon. Was ich jetzt gucken wollte. Und zwar waren gewisse Items plötzlich viel günstiger. Liegt das an einem dieser Dinger, die wir haben? Warte mal, nee, den kann man nicht hier nachlesen. Das war doch irgendwo Artefakte. Natürlich jetzt wesentlich mehr Artefakte, wa? Wenn auch dort DLCs dazugekommen sein. Kocheffekt Booster, Zinnrabatt, Gemischtwarenladen. Ja, voilà. 30% Rabatt, Gemischtwarenladen. Die sind natürlich alle aktiv, also insofern. %50 Rabatt, ein Erfahrungsboost, FP-Boost, minimales Waffenschmieden, minimales Kochen, doppelte Kocheffektdauer, okay. Vielleicht ein bisschen fies. Andererseits, wir haben es uns verdient nach, keine Ahnung, über 50, fast schon 60 Folgen Tales of Arise. Kann man sowas mal machen, Freunde, finde ich. I hope we manage to catch Almadria soon. I hope so too, before she can cause any more havoc. You okay, Rinwell? Oh, yeah. Don't push yourself too hard now, okay? Okay. Thanks. Oh, Hoodle. I don't know what to do. Oh, armer Hudel. Hudel. Ah, DLC, wir können hier machen. DLC ändern. Was? Also, ich weiß eigentlich, was wir hier mit den DLCs machen können. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Ich wundere mich nur gerade, dass wir es bei diesem Punkt machen können. Okay, gut. Ungenutzt dürfen wir eigentlich nichts mehr haben. Erinnerungen. Film. Ja, ein paar Filme, da fehlt, glaube ich, noch einige. Also, wir werden mal sehen, was noch alles kommt. Rasten. Wer rastet, der rostet. Dann gucken wir mal gucken. Wir haben neue Rezepte und alles. Obstsandwich. Erfahrungsboost L. Muss eigentlich sofort machen, Freunde, ganz ehrlich. This came out so good. I almost hate having to eat it. Irgendwie verständlich. So, Kisawa, Dohalim. Ich quatsch mit Kisawa. Kisara, let's talk for a bit. Sorry for rambling on so much about my past earlier. Don't sweat it. It was fun hearing you reminisce about the good old days. Come on, you don't have to pretend with me. I know I can tend to go on sometimes when it comes to my brother. You said it, not me. Anyway, I don't think it's something for you to be embarrassed about. Hey, Alphen. When you were a kid, was there ever a time when you had to bury someone younger than you? Well, it's hard to say. I'm guessing that you have, though. Yeah. During the previous crown contest, with the Lord before Dohalim. Life back then was truly hell. I think that's why I tried to ignore what Miguel was telling me for so long. Because I was afraid of going back to such a dark time. Of losing hope. I wanted to believe in our paradise so much that I doubted the one person I should have trusted most. I don't blame Dohalim for that. I simply didn't want to face facts. And I ended up trying to project my ideals onto everyone else. It's strange. Whenever you and Dohalim talk about Menancia, it's always like it's some big failure. We're talking about fixing 300 years worth of damage here. Isn't it a bit optimistic to think it was all going to be resolved after only 5?
You might be right. Maybe it was a mistake when Menancia... No. When I decided to stop seeing the darkness in our society. I have to admit the truth. To myself, first of all. Du hast eine tiefere Bindung zu I'll take Kizawa. watch tonight. It's okay. Und auch eine tiefere Bindung zum Obstsandwich. Before we go, do you guys have everything? Berechtigte Frage. Gut, wir wollten die Matrix noch machen, was stimmt? Alter Schwede. Okay, das wird länger dauern. Ich mach's ganz kurz und schmerzlos und hau einfach alles weg. Bei kritischen Treffern. So. Und schon hat er nichts mehr, der gute Elfen. Ja, so schnell kann es gehen. Das Limit. Der ist auch schon perfekt. Die Wirkungsstoffe werden eine Kombi. Jo. So. Kizawa, Magma-Attacke. Okay, da kommt noch einiges bei ihr. Das mal noch und dann erhöht kritischen Schaden. Jo. Nochmal erhöht kritischen Schaden. Perfekt. Okay, Shione, was hast du noch Schönes? Hab wieder schon satt, okay. 200er, ich glaube, so ungünstig aber gar nicht mehr, wa? Sind auch schon ein bisschen länger her und so. Ja, das war zu erwarten. Irgendwas mit den Eulen vielleicht noch. Ich glaube, dann haben wir schon komplett durch, wa? Ja. Ja, mal ein paar durch. Was? Geht noch einer? Ah, der hier unten. Ja, noch in den 500er. Ja, der Schaden bei Niederstreckung erkommen. So, Law. Was hast du Schönes? Verstärkter Gegenangriff. Sehr gut. Ich brauche mehr FP, Freunde. Den ich immer so schnell weg. Der ist unglaublich. Bei Erwachen. So. Ich glaube, es reicht fürs Erste. Gut, hätten wir das auch gemacht. Ihr könnt wieder neue Moves ausrüsten und so. Aber momentan habe ich eher wenig Lust. Mal sagen, mal speichern. Was haben wir jetzt für ein Datum? Ja, dann geht mal der über ein Jahr dann. So. Und gemäß Karte geht es hier unten weiter. Ich bin gespannt, ob wir hier wirklich zu Ametrea und ihrem geheimnisvollen Schiff kommen. Dead end? No, there's an elevator. Looks operational. Ah, das Feuer. Hingehört, was irgendwie ein seltsames Geräusch sein könnte. Ja, das sieht mir nach einem Fight aus. Und so die Frage. There's actually an underground harbor here. There are even boats docked. I only see Danans. Think they were forced to work here? Probably. Let's see what they have to share about Almedria. Dann wo? Da näher. Ah, doch, da vorne. Okay. Kraftschmankel. Ah, endlich mal. KP-Wiederherstellung bei vielen Mitstreitern.
uns vorher Bescheid zu sagen, was dahinter steckt. Hä? Okay, die haben irgendwie gar kein Akku auf sie oder so. So ein persönliches Schiff. Oh. Was machen wir da noch? Schauen wir an Excel Eis. Okay. Ich momentan noch nicht so, als hätte sie irgendwie einen Hass auf sie, warum auch immer. Die müssen ja eigentlich auch aus Nietz kommen, oder? Da kommt die aus einem anderen Reich und wurden hierher verschleppt. Eigentlich auch mal voll fies, wa? So, da kamen wir. Gucken, haben wir hier noch irgendetwas? Soll hier drauf auf dem Boot der Kampf sein? Na gut, die Fläche ist selbst ja groß genug. Einen ordentlichen Bossfight. Und dann stechen wir in See mit dem Schiff, weil wir halt ins Wasser reichen müssen. Wäre eine Option. You didn't happen to see a lord come by, did you? Sorry, friend, but she just left. Came by with a whole posse of underlings, boarded her ship, and took off at first wind. We damn near got blown away. She was that much in a hurry. Damn! So we missed her! You guys trying to go after her? Need a ride? Are you saying you know how to steer a ship? Spent most of my life chained to the deck of some ship or other. Yeah, I know my jib from my boom. We don't know how dangerous it'll be. Better you give us the boat and stay on solid ground. Whoa there! You been out on the water before? The sea ain't nobody's friend, you know. You need a sea dog like me, or you'll sink her before she makes it out the harbor. We're losing time. Sir, we're in your debt. Now that's more like it. Name's Mahavar. Just give me a holler when you're all set, and we'll set sail. Mahava, cooler Name. Ja, ich bin soweit. Segel setzen! Eine Schiffsfahrt, die ist lustig. La 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 la. This is like a dream come true. Never gotten to captain a ship before. Never would have thought I'd get a chance like this. Thank you, y'all. The pleasure's all ours. Think we'll catch up to her? Course we will. They got too much weight on them. Meanwhile, this ship's carrying nothing but us salty scalawags. They got a good head start on us, but we can take them. Do you know if there are any Danans on that ship? Couldn't say for sure. On the one hand, seeing as it's supposed to be something of another castle, I'd reckon they probably wouldn't let a bunch of Danans on board. On the other hand, I'd be real surprised if the Renans were able to pilot that thing all by themselves. In any case, it's gonna be a while before we reach her. Till then, you're all free to do whatever. Just don't fall in the ocean. Ja, danke schön. Was, aufgelöst? Mahavar said we could take it easy, but there's not exactly a lot to do on this boat. I guess I'll check in on everyone and see how they're holding up. Ja, gut, kannst du doch gerne machen, ey. Do you think Law is okay? If you're worried, why don't you ask him yourself? Yeah. I think maybe I should apologize to him too. I should apologize to all of you, really. Us too? Well, I was kinda lying to you all this whole time. I was blind to everything except my own revenge. I never even considered the struggles all of you might be facing. We all have things we'd prefer to keep to ourselves, Rinwell. So what if you had something to hide? It doesn't undo the good that you've done, or the people that you've helped save along the way. But that's not what I mean. I know. You're talking about Almadria, right? Yeah. I hate her, Alphen.
I can't stop hating her. Even just thinking about her makes my head feel like it's going to explode. But it's not just her. I think about the way Law looked at me. I hated the Lord who killed my parents. And I hated the Renans I had to travel alongside. And yet, Cyslodia's Danans backstab each other like it's a normal way of life. And Mahag Sar has people like Deadeye. But then there are people like Law and Shion. It's all just too much. I don't know what to think anymore. Law never said that you had to forgive Almeidrea. It's only natural you would hate your family's murderer. But what? Law left home because of how much he hated his father. As a result of that, well, I think Law spent a lot of time thinking about how they never got to make things right. And if I had to guess, killing Ganabel didn't make any of those feelings go away. Law let revenge fuel him, and I think now he's afraid you'll do something you'll regret. Afraid? Whatever happens to Almeidrea when this is all over is up to you. I'll respect whatever choice you make. Just think it over carefully for me, okay? You still have time. Okay. Thanks, Alphen. Say, back then, after the fight, I think I really made Shion mad. I don't know, though. Maybe it just looked that way. But I guess I just can't seem to understand how she feels. Do you know why she gets like that? Shion's... She can be a tough nut to crack. She doesn't really talk a whole lot about herself. It's just what she said about hate being a source of strength. Where did that come from? I wonder how it feels, not being able to hold another person's hand. Ja, man könnte sie fragen, aber generell würde ich sagen, es fühlt sich halt ein bisschen einsam an. Okay, dass direkt was getriggert wird, sobald eine Person zulabert, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Das geht ein bisschen tricky. Ich wollte dann gerade die Folge beenden und dann kommt jetzt diese Cutscene dazwischen, aber egal. Freunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Tales of Arise. Hier auf hoher See, zum Glück werde ich nicht so schnell seekrank. Dann natürlich schon was Wahres. Und ja, nächste Folge werden wir natürlich noch die anderen Gespräche führen. Mit einigen Charakteren haben wir hier noch übrig. Jo, passt schon, wa? Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Wir dann bereits auf Elmendria treffen werden, wo es zum Kampf auf ihrem Schiff kommt, wo ihr Schiff auch eine Art Palast ist, den wir komplett durchqueren müssen, so also quasi ein richtiger eigener Tempel, Dungeon natürlich. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.